Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier im Wald von Sophia bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Und ich habe heute so gute Laune, weil mein Tag so scheiße war. Ja, Donnerstag, der 14. Das wird mein neuer Black Friday. Black Frosty, kommen wir zur Friday. Mann, ist nicht Freitag der 13., sondern Donnerstag der 14. Das war irgendwie noch schlimmer. Obwohl es eigentlich, ich weiß auch nicht. Der ganze Tag war irgendwie scheiße und... Ja, egal. Ja, Alms Route unterwegs. Ich will mit Alm jetzt ein bisschen vorwärts machen, weil wir kamen irgendwie gar nicht weiter. Das hat mich ein bisschen gestört, die letzten Parts. Deswegen, mein Ziel ist erst einmal, dass ich mit Alm mal hier vorwärts mache, bis zumindest mal hier hinkomme. Eventuell einen Abstecher nach hier oben, da sind wir dann, wenn wir noch unsere Einheiten entwickeln könnten. Sonst gehe ich dann direkt hier unten hin. Und, ja, Celica bleibt erstmal hier. Natürlich muss man merken, dass ich mit Celica dann noch nach unten muss, um die Pegasus-Ritter abzuholen, die sich ja verdünnisiert haben. Vielen Dank dafür, weil ich hier oben hin wollte und die sagten sich so, nö, will ich nicht, du gehst jetzt zur Festung, okay. Also der Festung hier, zu Greaves Festung. Das wird natürlich auch schon bald der Fall sein und aber jetzt erstmal loslegen, wa? Ja, okay, ich angreifen, mal gucken, ist Story-bedingt, ist es nicht Story? Ich schätze mal, Abzeigen im Wald, die Schlacht, okay, das ist Story. Sind wir sicher. Warte mal ganz kurz, Leute. A moment, please, Alm. I have a fresh report from our scouts. Gerade ein bisschen seltsam, ich hatte irgendwie unter dem Bildschirm nicht mehr ganz drauf. So, jetzt müssen wir gehen. Apparently, the enemy's main force has retreated west through the forest. But before we give chase, we should deal with Desai. It wouldn't be wise to pass him by while his fortress lies in reach. All right, that makes sense. But listen, Lucas, do you know anything about the Regalian general Fernand mentioned? Berkut, I believe it was? Lord Berkut, yes. I am no stranger to the rumors, at least. They say he is about your age. A talented young general of royal blood. It's no wonder Fernand is so smitten with him. Yeah. Does it really matter so much where you're born or who your father was? I beg your pardon? Oh, sorry. I don't mean to speak ill of nobles or anything. Well, I should hope not. Your own grandfather was a count, after all. Yeah, I know, but... Enough of this talk. Beyond this forest lies a great army. You shouldn't trouble yourself with anything but the battles ahead. You're right, Clive. I apologize. Ich schon wieder. As I live and breathe, the deliverance. Well, this is simply delightful. Huh? Fernand? And who's this? My name is Berkut. I am nephew to His Majesty Emperor Rudolph. So here he is. Alm, was it? I must say I was most impressed by the battle at Sophia Castle. I nearly mistook that motley band of rustics you were leading for an army. What are you doing here? Your main force has retreated. Lord Berkut longs for sport and wishes to test your might. I've gone too long without fighting and felt I needed a spot of practice. Now then, do try to make this little exercise worth my time. Gods, he's charging right at us. What's the matter, farm boy? Afraid you won't land a single blow? The name is Alm, not Thorn Boy. Oh, my mistake. Wait a second. Was jetzt los? That mark on your left hand. Where did that come from? What do you care? Are you here to fight or not? No, it cannot be the brand. Not on one as unremarkable as you. It must be false, just like its bearer. Naja, Alm mag ja nicht, vermutlich nicht meistens wirklich Blutsverwandter sein, sag ich jetzt mal. Also ja, der halt ein richtiger Enkel, also ein richtiger Enkel, Blutsverwandter, ich bleibe mal dabei. Aber ich hatte schon von Anfang das Gefühl, irgendetwas mit Alm, vielleicht doch irgendwie, dass er königliches Blut hat oder sonst irgendwas in der Art.
Egal, Bakudi, bin gespannt, was hat der für Werte? Mein Fernand wird natürlich ein Schwächling sein wie eh und je. Jo, ist er auch. Was? Ernsthaft? Okay. Okay, Rittmeister, kein Problem. Fernand, kein Problem. Jetzt, ich habe Angst. Was hat der für Werte? Geht aber. Wollen wir verarschen? Die anderen tun eine Verteidigung diesmal zu... Ja, aber ganz ehrlich, Cliff macht das schon. Der putzt ihn weg und fertig. Der tut natürlich auch noch, also von dem her, das wird gar kein Problem werden. Nicht mal annähern. Dabei machen wir allerdings Clives Geschwindigkeit ein bisschen Sorgen. Er hat zwar etwa gleich viel Fernand. Natürlich beides, er ist natürlich schon Rittmeister, und Fernand ist noch ein Kavalier. Oh, scheiße. Jo! Problem ist halt, der Rittertod zieht ihm schon mal 2 Speed ab, weil der... Ich überlege gerade, ob ich den Rittertod ihm geben soll, also sprich Clive. Bin ich jetzt echt an einem harten Überlegen. Lucas wird natürlich kaum Schaden kriegen von ihm. Gut, verlassen, nein. Positionieren erstmal, also allen bleibt unten, dann, jo. Aha. Das ist eine gute Frage, macht das jetzt? Die müssen eigentlich weg hier oben. Der Mother walks with me, okay. Der andere kann ja 5 bewegen, das heißt, können es eigentlich mal so machen. Weg doch schnell weg, dann habe ich hier unten noch Grey. Ich würde Grey aber lieber hier oben hinstellen. Dann packe ich Cliff mit nach unten. Quasi Lucas zum Triggern. Cliff und Al machen nachher platt. Wo natürlich Grey auch eine Option wäre, vor allem mit dem Blitzschwert. Wir natürlich massivst draufhauen können. Ich überlege sogar langsam aber sicher, ob ich mal das Blitzschwert allem geben soll, aber die Geschwindigkeit. Ja, ich meine, Geschwindigkeit zieht 3 ab und Grey hat so viel Speed, aber spielt bei ihm überhaupt keine Rolle. Kann ich also eigentlich mal so belassen, wie es ist. Hier oben. Tobi natürlich eigentlich auch cool, guter Eisenbogen. Ja, Speed halt, ja. Das ist das Problem. Sonst passt es mir. Ich bin echt am Überlegen, wie ich das ja. Oh, gar kein Item mehr. Schild hat er noch. Sie können es zwar mal gebrauchen, obwohl der andere droppt nach einem Sakralring. Was natürlich auch etwas für sie ist, war? Also nicht falsch verstehen. Trotzdem, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Ah, na, diese Scheißdinger hier. Ja, super. Ich überlege echt gerade. Clive mit dem Rittertod. Ich meine, er wird hier eh nichts doppeln. Lucas ohnehin auch nicht. Der Rest der Werte geht eigentlich klar. Ich hätte bei ihm noch gerne die Defense drauf gehabt, aber komm, wisst ihr was, riskier's mal. Gut, dann habe ich ja nochmal einen Vorrat, wie bereits erwähnt. Ich gebe ja mal ein bisschen... Nein! Ah, geben, ich hatte schon jetzt gegessen. Nee, wie soll ich mal verlassen? Gut, dann habe ich jetzt eben hier mit dem Rittertod. Ist natürlich jetzt hier oben ein bisschen ungünstig, weil ich weiß noch, wie lange ich da unten bin und so, versteht ihr? Da wäre es so eigentlich praktischer. Jetzt vielleicht brauche ich hier oben noch jemanden zum Healen. Nee, oder... Es fehlt natürlich indirekt heilt, war das wäre gar nicht mal so schlecht. Hier oben auch gar kein Heiler. Okay. Ich würde sagen, nochmal speichern. Nee. Let's fight! So, Lord Berkut, ja, leck mich am Arsch. Wie weit kommt denn der bitte? Und sagen wir es mehr als nur ein Wort. Berkut kommt hier nicht hin, weil sie angreifen wollen. Viel Spaß dabei. Alm, du kümmerst dich bitte mal um Fernand. Der Typ geht mir sowieso auf den Sack. So, dann gehst du mal runter, kümmerst dich auf den nächsten, der kommt. Fernand wird es wohl weniger sein, aber naja. Ich gehe mal nach unten. So.
Jetzt hier um das Problem. Wer könnte noch kommen? Hier, der Rigelier, wa? Der Rittmeister. Da wäre jetzt auch Grey darum kümmern. Der brennt schon darauf, obwohl natürlich Tobi eine andere Variante gewesen wäre. Jo, Tobi ist auch eine Variation. Ist mal ein interessanter Kampf, wa? Und da kommt er auch schon. Oh, scheiße. Hab ich so noch ausgeschaltet? Ich Trottel. Naja. Ich kill sie sowieso noch nicht, ich kann es nachher anschalten. Das ist einmal so eine Idee, wa? Also irgendwie sagt, okay, wenn ich weiß, dass der Gegner... Schwein gehabt. Das Gegner mich eh noch nicht killt, dass ich eine Animation beim gegnerischen Zug noch auslasse. Okay, keiner kam nach unten, das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, du hast den Ritter tot, wa? Jai. Okay, der wäre tot. Das Angebot nehme ich aber dankend an. Was mache ich jetzt mit Bakut, wa? Ich meine, einsperren, es ist nicht unbedingt gerade... not the yellow of the egg und so. Ja, leck mich Musch. The Mother walks of me. Wenn wir schon mal am Thema sind, The Mother walks of me und so. Ja, die Trefferquote ist ja zum Davonrennen. Yes, Baby. Das gefällt mir aber. Heilige Scheiße, die Trefferquote, vor allem die Crit-Chance. 30. Cliff, you're the master of disaster. Und ich komme natürlich hier nicht hin. Scheiße. Jo. Ja, gut. Ich überlege. Was wird sich treffen? Natürlich, das ist die Voraussetzung. Treffen! No, treffen. Er sinkt ja schon, aber. Er muss den Windfeger machen. Es geht trotzdem nicht auf. Oh, dass sie nach unten gehen. Warum? Warum gehen einen nach unten und nach oben? Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Ja, jetzt sind natürlich hier 10, oder? Problem ist, er kann sie natürlich noch unter kurzer Sicherheit bringen. Keiner von denen braucht Purgativ. 4 kann man erholen. Ich mache ein bisschen Sorgen um unsere Magier, weil die werden einen Angriff von Berkut nicht überleben. Habe ich jetzt einfach mal. Ich kann natürlich mal kurz mit ihr runtergehen. Aber der vierte muss gleich noch das Zahnrad aktivieren. Weil das war jetzt ein bisschen doof, oder? Okay, der kommt erstmal. Doof ist der bitte. Oh Mann. Ihr wart mal Freunde! Aber das ist schon lange her. Ah, okay, er greift Allmann. Gott sei Dank. Ich gerade Schwein. Ich dachte schon, wird sonst irgendeinen Quatsch machen. So, Freundchen. Ne? Jetzt wird hier aber Rambazamba getanzt. Erstmal darf natürlich Claire noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und ihn sogar killen. Keine Quit-Chance. Okay, er ist down. Sayonara. Jo. Ja, hau ab. Arsch. Ich hasse den sowas. So, soll Clive platt machen. Wird zwar, wenn er trifft. 78, ja, ist durchaus Variation. Du kannst natürlich. Oh. Okay, du killst ihn direkt. Ist natürlich auch eine Option, aber erstmal. The water walks with me. Nee. Erholung. Ich würde sagen, Alm. Okay.
allem macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, 90%, ja, muss gehen. Muss treffen. Danke. Stronger than I thought. But no. I came here to be entertained, not to give up my life. Ja, so schnell kann es gehen, wa? Plötzlich aus Unterhaltung wie er tot. Sakralring! Sehr schön. That was a fine victory. Ja, würde auch sagen, dass ich so im Prinzip ein bisschen hochgepokert habe. I'm not quite sure how we just pulled that off. There were only 3 of them. How did they give us so much trouble? Rigel may be stronger than I first believed. What if this is a mistake? Did you say something, Clive? It was nothing. Come, we must plan our siege of Desai's fortress. An ally of ours is being held there, and we must rescue her. You're talking about Matilda, right? I heard what happened. She's special to you, isn't she? She is. We promised to share a future together. And because of that promise, she has suffered for far too long. It relieves me to know she will soon be free of this burden. I'm glad to hear it. And you know, I'll do everything I can to help. Thank you, Alm. Heißt wohl, ich darf nicht nach oben ausweichen, ich muss schnurstracks zur Festung gehen, wa? Da auf dem Wald kann ich zwar noch ein bisschen schmieden, was eigentlich eine geile Idee wäre. Und ich auch gerne machen würde. You're too late. Ain't nothing left for you in this village. We never made trouble for no one. Honored the old laws, we did. But Desai and them Rigelian brutes raided and pillaged us all the same. You're with the Deliverance, ain't ya? Then think kindly on us when you give that dastard Desai what's coming. Das werden wir! What's this about a fight with Celica? You were so close when we were young. You never fought once. Well, regardless, I'm sure there was a reason for it. Celica was never mean, but she could be standoffish. You could always tell she was keeping something bottled up. Well, yes, I suppose I do the same thing from time to time. But when you think about it, it's kind of selfish. To keep another's secret is a sign of strength and trust. But when we hold our own secrets in, we're only judging everyone else. You can never understand, we think. It's sad, but it's what we do. Wieso kommt Cliff erst jetzt mit der Geschichte von Celica und so? Das ist eigentlich schon Tage her. Naja. In der Seine, Orangenbaum kann er vielleicht nichts mitnehmen, nö. Hier, toll. Sonst nichts, nö. Orangenbaum, schön, da, sonst irgendwas, okay. Gehen, haben wir Haus 2, Schmiede. Ich wollte gerade sagen, wo ist hier Haus, wieso ist das Haus 2 und das Haus 1 und da ist Dorfplatz und da steht so viele Fragen. Viel zu viele Fragen, was ist denn hier los? Luffy, Väterchen, Krämer. Ah, good day. If you didn't know, I am a traveling merchant. My packs are heavy, but I yet have room to deliver a single item if you wish it. Just give me a name, and I'll see they receive it with all speed. Ja, will ich etwas zu Celica bringen? Ich habe einen Stahlbogen im Gepäck. Sehe ich erst jetzt? Aber da drüben zwar auch bei Celica. Ich würde sagen, noch eine Weisheit, wo er steckt und so, natürlich ganz cool und vielleicht, oder ziemlich sicher später mal, Spaltaxt. Ah doch, ich dachte doch irgendwo da drüben, doch eine Axt für irgendwas. Many thanks. Ich weiß gar nicht mehr wofür genau, aber ich hab's doch irgendwie, ich glaube in diesen Dörfern sogar. Luthia and Elfia descend from the founder of our village, so they do. She was a mage, one who was said to be the champion Sophia's finest disciple. For generations, children in their family have been born with a gift for magic.
though only those in our village and the late king knew of it. So what fool told those damned Regellians? Eine gute Frage. You there. You're with the Deliverance, are you not? I am. Who are you? My name is Luthier, merely a humble mage from a humble village. On this day, however, I cry your aid, for my younger sister is in trouble. What happened? First of all, you should know that my sister is named Delphia. She possesses magical potential beyond that of any in our village. One of Regel's arcanists, Tatara, caught wind of this and kidnapped her. He's using his powers to control her and make her guard the northern sluice. They plan to block the sluice until it collapses and Sophia is flooded. What? But that would be catastrophic. Indeed it would. Surely you're planning to stop them, correct? If so, I ask that you also rescue my sister. I'll even go with you if you like. If we defeat Tatara, that will release his hold on her. Kein Problem, theoretisch, aber bleibst du auch längerfristig, bleibst du auch, wenn ich jetzt noch einen kurzen Umschwank zu Designs mache, oder gehst du direkt wieder? Hatten wir auch schon so Typen. Ich sag nur Selikas Route. Mal ganz kurz gucken, ne? Was ich jetzt da genau als erstes mal Sil kriegt. Sowieso falsch. Sil kriegt Vorrat. Genau, sie kriegt einen Vorrat. Sie kriegt einen Sakralring, weil das ist ein Magier, wie ich finde, eigentlich sehr, sehr clever. Tobin, wegen Schmied überlege ich gerade, ob ich ihm einen Stahlbogen gebe. Ich weiß, das Speed sinkt ein bisschen, aber ich habe für noch ein bisschen mehr Bogenreichweite. Man kann es doch eigentlich mal versuchen. Lufir ist ein Magier mit Mana-Kraut, Feuer und Excalibur. Gut, Cliff hat auch Excalibur, also insofern. Er ist ein Magier wie Cliff, er ist Level 9. Die haben ungefähr gleich viel Magie. Fähigkeiten hat ein bisschen mehr. Geschwindigkeit. Oh, Geschwindigkeit fällt mir gar nicht. Glück hat er gar keins, okay. Resistenz hat er ein bisschen. Gehört wohl eher zur unteren Kategorie, wa? Naja, ich lasse mal so. Bin gespannt, vielleicht wird dann eher seine Schwester uns beitreten oder so. Wir sehen sie dann, wenn es soweit ist. Desai's men come here without pause to raid, pillage, and upend our lives. One of their more wicked knights even made off with some poor lass. And now, the Empire is trying to start a flood and put half of Sophia to ruin. Will we never have peace? Nie wieder. Are you with the Deliverance? I'm afraid I have some ill news. One of the enemy soldiers mentioned a female knight they're holding captive. Desai plans to put her to death soon, as an example to others. What? They intend to execute Matilda? I fear so, good Sir Knight. If she's dear to you, you'd best march on his fortress before it's too late. Okay. Habe ich eigentlich auch vor, dass wir jetzt direkt nach dem Dorf dann da hingehen, sprich aber erst in der nächsten Folge dann. So, sonst habe ich nichts mehr. Okay, wir können weitergehen. Wir gehen erstmal zu Haus Nummer 2. Mal ganz kurz noch ein bisschen umgucken. Habe ich hier etwas Besonderes? Was wir schon lange nicht mehr gefunden haben, sind irgendwelche Waffen. In Erinnerung natürlich auch nie verkehrt, wenn ich es erstmal der Statue der Mila angucken kann. Kurz quatschen. Soldiers of the Deliverance, I require your assistance. Gargoyles have kidnapped my daughter and taken her to the Western Shrine. If it is at all in your power, you must not let any harm befall her. I know I ask much, so if you manage to save her, my treasure is yours. Gut, da will ich ja sowieso noch hin, ne? Also so ist es ja nicht, dass er da irgendwie arme Mädchen in Not einfach ignorieren würde. So. Welcome. Jetzt wird's richtig geil, Freunde. Erstmal, Crit ist natürlich jetzt weg im Prinzip, aber wenn ich jetzt da mal einen drauf packe, nimmt die Kraft zu, wa? Und die Trefferquote. Eine Gold-Karte bereits. Oh, der Blitz wird aber relativ viel, wa?
gut. Das ist natürlich auch eine starke Waffe, gar kein Thema. Wir müssen noch groß darüber fachsimpeln. Da geht auch ein... Alter, 50 Dukaten und Ritter tot. Das finde ich jetzt allerdings ein bisschen sehr viel. Das kriegen wir schon besser. Ja, auch ein bisschen Trefferquote hoch. Die geht allerdings nur bis hier bei 300. Ach du Scheibenkleister. 2 Sterne, wir haben 35. Ich mache erstmal das hier. Interessant, dass er so Schild und so gar nicht irgendwie upgraden kann, wa? Okay, ein Eisenschwert, wir wissen ja, dass das bereits, also da was mitmachen kann. Dass alles ein bisschen stärker wird, bin ich jetzt gar nicht mal so unglücklich. Eine Eisenlanze ist halt nur eine Eisenlanze. Hä? Andererseits ist es eben doch eine Eisenlanze. Statt an so ein bisschen mehr Trefferquote bin ich auch sehr dafür. Jetzt würde ich doch sagen, ich mach noch was aufs Blitzschwert. So. Mit den Golddukaten, den Rest kann ich jetzt nicht mehr machen. Many thanks. Eine Thanks. Ja, hier ist irgendwie nix. Nun gut, Freunde, wir haben Zuwachs bekommen von der Team. Das ist natürlich ganz geil. Hier kann wieder gehen. Jo, verlassen. Dann will man sagen... A moment? Ja. What is it? It's about that young man Luthier's sister. Is it truly wise for us to get involved? An army of Arcanists awaits us. How are we to protect one village maiden? I understand your reasoning, but... Forgive me if I am out of place. I do not mean to question your leadership. But the purpose of the deliverance is not to save one girl at a time, correct? Sometimes we must examine a situation more dispassionately. Suppose it wasn't a village maiden. Suppose it was a princess or some noble daughter. Then would you go save her? Well, that's hardly the same thing. It's exactly the same thing. Look, I know I can't save everyone, and that I'll have to make hard choices. But those choices can't ever be based on the station of a person's birth. I thought you felt the same. I do. Then humor me this time, because I'm going to need your sword. Ich würde eher sagen, die Lanze. Okay, ich habe Angst, ich habe keinen Bock, dass der abhaut. Jetzt habe ich... Ach du Scheiße, jetzt kommen die... Oh! Okay, nächster Part wird übel, Freunde. Der wird sehr übel, wenn ich hier so viele Gegner auf einmal habe. Uff. Und die ganzen Arcana und so und denkt mich am Arsch. Okay, Freunde, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part, also stürmen wir auf die Festung, nehmen wir uns vielleicht noch den Draco-Schild entgegen, endlich mal. Und schauen, was sonst alles abgeht, wa? Bis dahin, ciao zusammen.